Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft Mickey 17 hecht Film den ich dabei hun an ob dat etwas Skinners dat gucken wir uns an dieser Episode. Für schon mal große Merci Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Der kann 2 Tickets von der Kino gewonnen. Erzählt mal dafür ganz einfach, was ihre Lieblings-Sci-Fi-Film ist. Schon kein da 2 Tickets von der Kino gewonnen. Mickey 17 ist der neue Film von Bong Joon-ho an den wir schon kennengelernt am Parasite. Ja, Parasite war sein großes Werk. Das war wirklich ein wahnsinnig guter Film und ich absolut gefeiert. Hat einfach ein paar richtig geile Ideen. Und da war ich richtig happy, dass ich gesehen habe, Mickey 17 aus den neuen Film von ihm. Mam Robert Pattinson hier an der Hauptrolle und geht ganz einfach darum, so, dass hin sich eben opfert, hin meldet sich freiwillig zu einem Space Adventure, ein neuer Planet soll kolonialisiert gehen, an hin hält sich dann eben als Expendable matt, wie sie das nennen. Als Expendable bist du nicht beim Sylvester Stallone am Team, mehr du bist derjenige, den überall auf die Missionen geschickt wird, wo ein großes Risiko hast, dass sie kein stirben. Tisch, wenn es darum geht, für mal eine neue Atmosphäre zu testen, dann wird ihn rausgeschickt. Weil, wenn er stirbt, ist das gar nicht so schlimm, weil sein Körper wird einfach neu gedruckt. Bei der 17. Kaya sind wir schon an diesem blöden Zufall gehen es mal 2 Mickey. Ein ganz interessanter Approach, die vom Regisseur aber irgendwie nicht gut ausgespielt wird. Ganz nur im Prinzip Show, Don't Tell funktioniert der Film hier nämlich absolut gut nicht. An der ersten Stunde gehen wir nämlich permanent zugelabert mit dem, was wir auf der Leinwand gesehen. Robert Pattinson schwätzt am Off-Text die ganze Zeit, was man eben gerade gesehen, wird alles kommentiert und das ist irgendwie super am Midden. Das hat mich schon mal direkt mega genervt. An den Witz, den halt probiert angestrebt zu gehen, den zündet irgendwie überhaupt nicht. Trotzdem mischt das Ganze aber am Anfang als Struktur schon mal ein bisschen Sinn, funktioniert einigermaßen und dann irgendwann kippt das Ganze, weil ob ihr mal auch so Kolonialisierungsthema mal dran könnt, was irgendwie gut nicht passt, dann was super plump geht, was wirklich der Film probiert irgendwann mehr schlau zu sehen, wie ihn am Endeffekt aus. Weil dafür ist dann einfach zu dumm, zu schlecht erzählt, er lässt so viel Potenzial einfach leihen, er mischt unter dem Strich überhaupt gut keinen Spaß. Und ich ziehe nicht nur ganz einfach etwas, das tun ich bis wirklich noch nie gemacht. Es sind die letzten 10 Minuten aus dem Saal gegangen. Ich bin den Saal verlost, weil man einfach zu dumm gehen ist. Das kannst du noch ein bisschen dummer dazu summen. Ich tue schon mal Kopfweh am Kino, den Kopfweh ist immer schlimmer gehen. Aber während dem Hund mal du gedacht, was meine ich überhaupt halt? Wieso diene ich mir das do grad un? Das ist wirklich erschreckend, wie den Regisseur irgendwie gut keine richtige Vision hat, wie die Geschichte soll weitergehen, wo das Ganze soll hingehen, weil das Ganze verwässert sich irgendwann komplett an lässt dich just mal ein riesige Fragezeichen auf der Stirn zurück. Dann haben wir heute Mark Ruffalo, den ein Trump-Verschnitt spielt, aber auch da das mal nicht subtil oder gut gelesen, mir das ist einfach plump. Und das ist das, wo man den Film sich einfach allgemein bezeichnen kann. Den Typ, der spielt die Rolle so schlecht. Er hat permanent nämlich den Gesichtsausdruck drauf. Er schwätzt, also das wirklich, das nicht mehr für das, den du sitzt, am Empfänger drauf weisen kann, so kann, oh, den du erinnert mich an irgendden. Aber den hat nichts zu bieten und setzt das auch noch katastrophal um. Das Einzige, was ich halt positiv auf hier kann, aus Mickey 17 aus der Robert Pattinson. Den tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht hat, an den Ähnchen aus den Hai wirklich ein bisschen ein Feeling vermitteln kann, wo ich selber ein bisschen Frieden Film kann empfangen. Weil nicht all Mickey ist nämlich. All Mickey hat irgendwie einer Charakterzig, verschiedene Charakterzig sind mehr ausgeprägt, andere sind Männer ausgeprägt und auch seine Stimme variieren ein bisschen. Das ist wirklich erstaunlich, wie krass der Mann mit seiner Stimme spielen kann. Hin aus den Ähnchen, den er glänzen kann und tatsächlich auch weisen kann, dass der Mann spielen kann, und wir hoffentlich noch relativ viel von dem erwarten können. Aber leider geht der Film ihm nicht gerecht. Das ist wirklich schlecht. Ich habe mich so auf den Film gefreut. Ich schon den Trailer so cool fand und schon die Idee so cool fand. Und es sind mit 4 Frieden gegangen und sind von Minute zu Minute immer mehr enttäuscht gehen und immer mehr gelangweilt gehen. Mickey 17 als für mich, da wennt denke ich, ein Film, den zum Schluss vom Jahr auf meiner Liste lande von den schlechtesten Filmen vom Jahr. Ein katastrophalen Absturz von einem Meisterwerk wie Parasite zu Mickey 17 hatte ich mal wirklich nicht erwartet. Erzählt mir trotzdem, wann der Film schon gesehen hat, ganz gerne in die Kommentare, wenn dir so gut von tun, wer da darunter so gut von tut, ging mich mal wirklich interessieren, was für Stimmen dabei sind.
die dat ganz aber bis sie feiere, weil op IMDb huet englisch bei 7,5 oder so so extrem schlecht könnte Jolo net wäsch, aber für mich bei dat do wirklich neicht glatt go neicht. Also schwierig, ganz schwierige Film. Und ich ging so du waret da doch schon. Also wie gesagt, erzählt mal gerne in die Kommentare, was die vom Film hält. In dem Sinne verabschiede ich mich, wünschen ich euch noch ganz viel Spaß am Kino und ganz viel Courage am Kino mit Mickey 17. Ciao!